Ich darf euch noch ein bisschen mitnehmen auf ein paar Gedanken, die wir uns hier in Winterthur machen. Wir sind ja jetzt wieder unter uns, lokal hier in Winterthur. Und ich habe grosse Erwartungen an das kommende Jahr oder das bereits laufende Jahr, das 2024. Ich hoffe, dass die Geschichte geht. Also ein Jahr, wo wir auf dieser Abenteuerreise wichtige, grosse und vor allem richtige Schritte machen. Hey, wenn ich zurückschaue, was war, gerade erst oder so in letzter Zeit, dann weckt es in mir eine Dankbarkeit. Ich meine, Teenies und My Church sind gerade aus den Camps hergekommen. Sie haben es, glaube ich, nicht nur überlebt, sondern auch sehr gut gehabt. Und Gott hat einiges gemacht. Und da freue ich mich immer, wenn man hören darf, was Gott gemacht hat in dem Leben, gerade auch von den Jüngeren unter uns. Aber auch wenn ich sonst zurückschaue, dann gibt es viel Grund für Dankbarkeit. Ich bin froh über das letzte Jahr. Es ist Dynamik, die wir hatten hier in GVC. Es sind Geschichten, die wir gehört haben hier in GVC, die kleinen und die grossen Geschichten. Es sind Geschichten, die ich selber miterleben oder selber auch einfach hören. Vom Hören sagen, das ist ja ein Zeugnis, nennen wir es, oder? Ist ja etwas, was mich auch bewegen darf. Aber wir wollen heute nicht primär zurückschauen. Aber wenn wir zurückschauen, mir hilft es manchmal zu wissen, also was Gott dort mal machen konnte, das kann er auch heute und übermorgen noch machen. Und sogar noch vieles mehr. Das ist schon biblische Wahrheit. Wenn wir vorher schauen, und wir haben es vorher gesungen, dann reden wir in Vintia von dieser Stadt auf dem Berg. Eine pulsierende, lebendige Stadt. Eine Stadt, wo Menschen ein- und ausgehen. Eine Stadt, die Ausstrahlungskraft hat. Eine Stadt, die sichtbar ist. Und das wollen wir weiterhin sein. An dieser Stadt bauen wir. Und da rede ich nicht von Mauern, sondern da rede ich von diesem Leuchten. Weil das Leuchten sind die Menschen, die auf dieser Abenteuerreise unterwegs sind. Das sind die Menschen, die aufblühen, weil sie vielleicht durch Täler, durch Wüsten durch sind, hinten rausgekommen sind und einen Schritt auf diesem Abenteuer weitermachen können, weil Gott ihr Herz bewegt hat. Und in dieser Stadt auf dem Berg, und das ist für mich so das Sinnbildlich für unsere GVC da, das soll ein Ort sein, wo es wuselt, wo Leute reinkommen, wo Leute wieder rausgehen, wo Leute angesteckt werden von dem, was Jesus für uns parat hat, von seiner Liebe, wo wir das ganze letzte Jahr darüber geredet haben. Und die wird auch dieses Jahr nicht zu kurz kommen. Also die Stadt auf dem Berg, die lebt, weil Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Und wir als GVC, wir sind Gastgeberinnen und Gastgeber, wir sind Bewohner von dieser Stadt. Vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, vielleicht sind wir Wochenendaufenthalter oder was auch immer. Aber in dieser Stadt auf dem Berg gibt es Menschen, und das bist du und ich. Und ich sehe uns dort als Gastgeber. Wir dürfen das Licht weitergeben. Wir dürfen es empfangen. Wir dürfen es weitergeben. Wir sind aufgerufen, sogar sehr dringend, das weiterzugeben. Und wir wollen Platz haben für Menschen, die erst gerade mit dem Licht irgendwo eine Begegnung haben, mit Gott eine Begegnung haben. Wir können auch sagen, wir wollen unterwegs sein als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus. Das ist ein bekanntes Wort. Wir wollen Nachfolgende sein. Und dort setzen wir auch den Schwerpunkt für das Abenteuer Glauben. Alles, was wir heute gehört haben, ist in diesem Wort kommt es zusammen. Nachfolgen, Jesus nachfolgen. Wir haben es ganz am Anfang gehört. Das Ziel ist Jesus. Zusammen dorthin unterwegs. Und so haben wir auch unsere Agenda ausgerichtet. Wir wollen nicht nur einfach hinterhocken und schauen, wie irgendwelche Leute da coole Abenteuer erleben und dann auf der Bühne das erzählen, sondern wir wollen als Kirche, als Individuen, als Small Groups selber Schritte machen. Next Steps unter die Füße nehmen und dem Jesus näher kommen. Ein Schwerpunkt, den wir haben in diesem kommenden halben Jahr, im März, ist unsere Follow Jesus-Konferenz. Follow Jesus, es ist so ein simpler Titel und er sagt so viel. Und es ist irgendwie einfach und gleich auch schwierig. Weil Jesus nachfolgen, ja, wir wissen irgendwie, wie es geht. Aber der ganze Lärm in unserem Leben, alle Beschäftigungen mit mir selber und mit anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt es manchmal echt schwierig, einfach dem Jesus nachzufolgen. Weil so viel anderes auch noch ruft. Manchmal legitim, manchmal weniger. Und an dieser Konferenz wollen wir uns einen Zeitrahmen geben. Das Wochenende wollen wir uns Zeit nehmen, um die Störgeräusche, berechtigt oder nicht, auf die Seite zu schieben und uns als Kirche Zeit nehmen, um mit dieser Nachfolge Schritte zu machen. Die Konferenz wird nicht so laut wie möglich sein, so wild wie möglich, sondern es wird vielleicht ein bisschen ruhiger. Weil wir gemerkt haben,
hey, um irgendwie die Verbindung mit Jesus aufzubauen, um ihm näher zu kommen, braucht es manchmal eben weniger Lärm und nicht mehr. Und wir haben dafür Workshops, wir haben Plenums, wir haben den Thomas Harry, der da wird sein, wo uns wird Inspiration sein, wie wir selber näher wieder zu dem Jesus dürfen kommen. Das Resultat wird nicht eine To-Do-List und ein schlechtes Gewissen sein, oh, jetzt müsste ich eigentlich wieder mal, sondern meine Hoffnung für die Konferenz ist, dass du und ich dort Momente haben, so Schlüsselmomente mit unserem Gott, die uns nachhaltig verändert. Die unsere Kirche nachhaltig verändert, die unsere Stadt auf dem Berg noch mal mehr zum Leuchten bringt. Wir werden auch andere Schwerpunkte haben. Da wird wieder der Alpha Live im Kino sein, nach Ostern, sehr ein passender Moment. Und dort, das ist auch so etwas in unserer Stadt auf dem Berg. Wir sagen, wir wollen nicht für uns bleiben. Wir haben keine Stadtmauern, die abschrecken, sondern wir sind einladend. Wir wünschen uns, dass Menschen dürfen mit Gott in Begegnung kommen. Und Alpha ist auch ein Abenteuer. Und zwar als erstes für dich und für mich. Uns Gedanken zu machen, ja, wer da außen sucht er eigentlich nach dem Gott, aber hat ihn vielleicht noch nicht gefunden. Weil das sind auch die Personen, die wir vielleicht gerade als erstes einladen für Alpha Live. Man darf alle einladen. Aber das Ziel ist natürlich, dass Menschen, die irgendwie den Gott suchen, so einfach wie möglich haben, ihn auch zu finden. Das ist die Herausforderung an uns, einen nächsten Schritt auf dieser Ebene zu unternehmen. Und nachher braucht es Gott. Braucht es uns als Begleitende vielleicht, aber es braucht Gott, dass er sich ihnen vorstellt. Und auf das hoffen wir und auf das beten wir. Sämtliche Infos folgen noch, das ist erst um Ostern, geht noch ewig, aber so viel mal zur Vorausschau. Dann haben wir eine Taufe, Ende Januar, am 28. Das ist schon ein bisschen näher. Auch da Infos kommen, ihr könnt euch anmelden. Aber auch das ist kann so ein nächster Schritt in Nachfolge sein. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, also die Taufe müssen wir nachher mal von live machen, oder? Machen wir sicher dann auch wieder. Taufe ist eine Herausforderung an dich und an mich, zu überlegen, wo stehe ich. Und vielleicht bist du jemand, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, das sind jetzt nicht alle, aber vielleicht schiebst du das vor dir her. Und vielleicht könnte das ein nächster Schritt sein. Wenn du nicht tauft bist, dass du sagst, hey, mal, vielleicht ist jetzt das der Moment, wo ich mich taufen lasse. Warum? Es ist ein Zeichen von meinem Commitment, es ist ein Zeichen von dem neuen Leben, das du empfangen hast. Für uns da, für dich, aber auch für Gott und vor allen anderen, die zuschauen in der unsichtbaren Welt. Taufe, ein starkes Zeichen, das wir auch zelebrieren, hier in GVC. Das sind einfach so ein paar Sachen, die kommen in der nächsten Zeit, wo du merkst, dass der Herzschlag ist von dem nächsten, sagen wir, halben Jahr, wo ich glaube und hoffe und bete und Erwartungen habe, dass noch mal mehr Menschen dürfen sich zu dem Gott herwenden, mehr neue Menschen, dass aber auch unser Herz noch mal Fokus und Richtung darf bekommen. Und dann zum Schluss noch etwas Kleines, ein Projekt, das wir gestartet haben als GL im letzten Herbst. Das hat mega Freude gemacht. Wir haben einfach mal etwas gestartet, einfach mal einen Next Step unter die Füße genommen. Das ist der Podcast «Zukunft war gestern». Die einen haben vielleicht schon gehört, wir haben noch keine Werbung gemacht für das, es ist noch nie gross rumposaunet, sondern wir haben das einfach mal gestartet, so im Kleinen, und haben gedacht, hey, heute wäre der Moment, um das auch mal hier zu sagen. Es ist ein Podcast, wo wir jetzt dritte Themen diskutieren, die uns beschäftigen. Sowohl persönlich, also gar nicht unbedingt mit der Kirche zu tun, aber auch als Pastoren. Also uns beschäftigt in unserem Alltag, hier in der Kirche, aber auch sonst. Man hat gemerkt, auf dieser Bühne da ist immer so viel Licht und so viele Menschen, die zuschauen. Es ist gar nicht so einfach, immer über jedes Thema so ausschweifend zu reden, oder? Und es ist vielleicht auch nicht der Sinn und der Zweck vom Sonntagmorgen. Hier sind wir fokussiert, hier bringen wir es irgendwie auf den Punkt. Und in diesem Podcast haben wir genau den Raum, den wir vielleicht hier auf der Bühne nicht haben, zum Thema mal ein bisschen weiter diskutieren. Themen, die vielleicht noch nicht fertig diskutiert sind. Es geht nicht unbedingt um Lösungen, so ist es und fertig. Sondern mal Themen an uns herzulassen und diskutieren. Und es ist eigentlich eine herzliche Einladung an euch, mit daran zu beteiligen. Ihr dürft das hören, ihr seid herzlich eingeladen. Neuerdings kann man es sogar schauen. Ihr dürft euch aber auch in die Diskussion einklinken. Ihr dürft uns schreiben, Feedback, Rückmeldungen oder Sachen, wo ihr merkt, das fändet ihr jetzt auch noch spannend zum Diskutieren. Das ist ein Schritt, den wir gemacht haben und wir gefunden haben, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Die einen kennen es schon, alten Kaffee. Die anderen können sich über die bekannten Kanäle einklinken. Zukunft war gestern. Ich würde sagen, das war im 16. der Titel von unserem Wintercamp, wo wir das dritte geleitet haben, so unser erstes grosses Projekt, das wir das dritte gemacht haben. Und darum haben wir gefunden, das ist ein guter Titel, weil das bringt so ein bisschen die Spannung rein, wo wir aktuell drinstehen. Herzliche Einladung,
zum Reinhören, zum Feedback geben. Und ich wünsche euch allen ein gesegnetes Jahr.